Bonjour bei Mirch TV an eiser Emissionioun vun 1. August 2020, och war nach net grad 1. August ass. Mi hunn des Emissionioun awer engwoch no 4 verlecht, wëll dëse Méindech, also de 24. August, e gréisseren Chantier zu Mirch ufängt, e Chantier den voraussichtlech bis ugangs Oktober 2021, also iwwer die Joer daure wärt. Rue Grande Duchesse Charlotte gëtt ganz nei geméet. Zter méi wie 20 Joer gouf ëmmerëm iwwer die Neigestaltung vun dëser Hauptstroos duerch Mirch a fir an allem och Geschäftsstroos geschwert. An lo ass et soweit. Usech hätte se Chanchen schon sollen ugangs des Joers ufänken, wie och hai huet den COVID-19-Virus e Strich durch d'Rechnung geméet. Lo ass dann awer soweit an dofir hat den Schäferrot fir kurzem op eng Informationsversammlung an d Kulturhaus invitéiert, mir och hai COVID-19 oblige, just am klenge Kader, dat heecht aus Allhaus an den direkt betroffene Strossen, war just eng Persoun invitéiert. De Chanchen fängt also am Méindech den 24. August un, soll am ganzen 250 schafteich, dat das Appes méi wie e Joer bis den 2. Oktober 2021 dauern. De Kächtepunkt de läit bei 2,2 Millionen Euro, geschafft gët an 3 Phasen. Für nur den Geschäftsleit zu gucken, nur de Leiit zu gucken, dat awer irgendwo werd dat man wie soll ich dat so man wie méiglech Leiit emmerdéieren oder méi wësse ganz genau das habt oder die gëtt auch enkeer zugemäht, so 2-3 Wochen. Dat geht die benedänech mit Dono probéiere wir, dat werden wir jech weisen, mat beipassen an noch op verschiedene Phasen zu schaffen, woher no giewech soen mat engem moindre Mal, wenn ich dat so derf soen, durch die Chantier werd durchkommen. An Chantier werd Rue Grande Duchesse Charlotte dann eng ganz nei Nues hunn. Neigestaltung vun der Stroos werd en grös Plüverlu fir d'Vitrine vun de Boutiker hunn. Die grös Änderungen sinn an anderem in mibreden Trottoir, wie du sech och hai op den DLK gesinn oder och hai Dabuchtungen vu de Parkplatzen, die méi prop agedeelt sinn sech wie haut, wo gur keng Trennung ass duch der Stroos an de Parkstreifen, an eng ganz rëtsch Beem, die sech op der ganzer Stroos geplant ginn, wo se schaut quasi ke Bämse gesinn ass. Dat ganz an sech eng grös Opwertung fir die ganz Rue Grande Charlotte. An dobei wär doch relativ genug Mobilier urbain beikommen, wat momentan noch net besteet, so wie Bänken, Vëlloständer a Pubellen. Dann awer zu den Erbechten, die wie gesot an 3 Phasen oflafen, wobei et bei der Phase 1 och nach 3 Deler ginn. De 24. August geht et lass mat den Kanalerbechten Phase 1a. Für das Erbechte muss während enger Woche Stroos a Richtung Fußballstein respektiv Parking komplett wie den Trafik gesperrt gin. Haier wäre bestehende Werkswer, haier Decksverbill, a vun de Uen muss man sech in den 800er Mischwasserkanal Robsei bis sei, an de Schwarzwasserkanal hat dem de Werkswer Robsei bis sei. Dofir bre sech en komplett vor, wo dann die Stroos komplett gesperrt ist. An der Phase 1b dann muss Rue Grande Duchesse Charlotte ganz zougemäht gin. Das ging do se samstech den 29. August ufänken an fir samstes den 12. September fäerdeg. Die sech wird schon rentre wie der Rouecht sech woen die Strooseinrichtung Fußballsterra Parking an noch Traverse vu der Grande Charlotte fir komplett aufgeschloss. A fir Diabechten Heilo vom 29. August bis den 12. September wird Grande Charlotte komplett gesperrt muss gin, dat Sto fir en komplett Ömledung statt, wo d'Autoen vun der Route d'Arlon iwwer Rue des Prés, iwwer den neue Bypass den Gemeng gebaut huet, iwwer Rue Marie Square Astrid, rëmmer GDC 4 fuhren. Dat wird du sech während dann 2 Wochen stattfannen. Vom 14. September run gëtt dann wären rund 9 Wochen an der sogenannten Phase 1c an der Rue des Prés alles neu gestalt, dat heecht Kanal, Pavé, Borduren, Trottoiren. An Donno kënnt dann die Milang Phase 2, die vom 16. November des Jahr bis den 26. März nächst Jahr dauern. Für diese Periode als Stroos dann nu sech fir den kompletten Trafik gesperrt. Die Schreiber Grande Charlotte wird gut kein Verkehr stattfinden. Der ganze Verkehr könnte sich von der Hauptkreuzung 4 Rue des Prés haben, weil die komplett festgestellt ist. Der Bypass an dem River Hop oder könnt ihr natürlich von der Rue des Prés und auf jeden Fall weiter hopp. Wenn du sich das ausgedurcht für die Bauzeit so klein wie möglich zu halten, du durch der Spur mal gut 2 bis 3 Monate, wie wenn man den Trafik konstant gegen halt durchführen lassen. Wie ihr auch könnt gesehen, wird man sich immer so Dabechten herstellen, warum Kanal aufhängen, dass man sich ein kalifornisch Mauer sowohl links wie rechts, sondern immer in Trotter Proppers,
dat Leiit die Akafe kommen Geschäft immer proper a secher kënne goen. Nächst Jahr am Freijahr fängt dann die dritt an Lächtfas, anzwer am südlichen Deel vun der Rue Grand Duchesse Charlotte un. Hei werden sech so sinn, dat den Trafik a sens unik fir durchfuhren an do hummer sechlo dann wie gesagt, de kompletten Delé vun Graf 7 Main kann rechnen fir dat ganz hier ze stellen. Brick wie fir no kenne ich ass du se joch neigestalt ginn, dat werd Graf dann ab September 21 fenke mit das Schlossbauverwaltung selber Bauherr an du henken Prozedur momentan fir genau so wie Schlower du fenken. an dem Zeitpunkt muss man gucken, wie man genau gucken, wegen selber firman wie man Trafik Lederplo a enger Richtung immer führen. Brick, die hai ugeschwert gouf ass déi iwwer Deich en Pro, mat dem Gemeng Miersch net direkt Appppes ze din huet. Mengems wëssen no der Eisenswëssen no gift de Chantier die Brick gift dann an 2 Deler geschafft gin, dat die gif Talsche gift der wäsch gerat gin, dat dawen er immer Flüker weiter goen an dann den anderen Deel, wenn den e fertig ass gët den anderen Deel gemet. Dat gëtt der zweite Chantier, den 100% vun der Poechaussee de moment ass an die vun Poechaussee bezuelt gëtt. Dann awer nach en Keer zréck bei den Ufang vum Schanchen an der Rue Grand Duchesse Charlotte, wo jo de Parking am Schloss Pech net zesibel ass. Déi Zäit soll ënner anderem op de Parking Uwen bei der Sportzahl respektiv Parkplätzen an der Rue des Prés ausweichen. Dann hummer méichkeet ha beim Lycée du eng provisore Chantiesinstallationun, wo d'Auto kënne proper do parken. Bei der Douane do kënne och pro Auto hinstellen, eng 10 Steck der 30 Steck an dem Dobereich. Wir gefen dann och Mëchelsplatz opmachen, gittere wäschwellen, hanne Parkplätzen zeichnen an ënne bei der Jean Majerus och noch zusätzlich Parkplätzen schafen. Dat wären och enke 30, die man dohi kreien, so dat man am ganzen op 110 vielleicht pu méi Parkplätze wären, wo man Platz vun den Erben noch hätten. No den Erklärungen vun de Responsablen hatten d'Awunner d'Méiglechkeet Froen ze stellen, an et gouf och Luuf. Ich wënsche denke Merci so fir de Courage den der Hude endlich ze machen. Sinn nur seit 22 Jahren am Geschäftsverband. Das effektiv vor. An d Geschäfter stewen alle Huten aus, weil die Privés fir gewert dat Stoen, iwwer Pechen der mans ma mure Chantier, dann ass mein Geschäft verréet, wit getrécht Zeit dat gemerket an natierlich. Ich kann net so vergowelt gefälle springen, dat werden her Joer alle Huten, da muss man da durch. Geht eben net ernstcht, geht doch net oni jegende Schuld, dann ass völlig klar. En Appell de Kap kneipt, dat ze so schnell wie méigich machen, an permanent Chantier bleiben. An da sollte man dat durchkriegen, an hoffentlich immer noch viel mehr Geschäftsstraße wie 4 drin. Und da können wir beruhigt an dieser Straße sitzen und sie genießen. Also denke, halt bei, meldet gut, meldet schnell. Ich hoffe, wenn der Chantier fertig ist, dass wir alle gut zufrieden sind. Das werde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich wünsche auch all den Herren hier bonne Chance. Stärken leid ich. Und ich komme mir gesehen als an anderthalb Jahr, gesehen als bestimmt 4 drohen, aber wenn wir die Straße da waren, hoffe ich, dass das erstens der Virus dann nicht da soll sein, und dass wir das richtig ehrenwürdig und mit der ganzen Population können, und mit der ganzen Nachwohner, die an der Grand Duchesse Charlotte zu wohnen, die flotte Projekte können zusammen arbeiten, an ein paar zusammen holen, und dass wir dürfen zusammen ein paar trinken können. An dat werd vuuel nach Appppes méi wie Joer daueren, an dats sinn dës Bilder vun der Rue Grand Duchesse Charlotte Geschicht. Riwer dann bei en enere Schanchen, déi scho ganz lang am gangen ass, an do geet dem Appppes wät mat zwer alldach brauchen, méi wo mar auss Fläich dawer net dacks genug Gedanken driwer machen, wo et hier kënnt, nämlichlech Drinkwässer. Miersch huet de puer ege Quellen an schafft permanent runn fir d'Wässerversurchung ze garantiieren an natierlech och auszubauen. Op een so e Projekt, die wie gesot ganz lang gedauert huet, respektiv sogar nach dauert, hëllmerich lo mat. Vun der Stroos huet den, wann en vum Miersch Richtung Schëndels fiiert, net vill méi wie en grossen weise Kran gesinn. Ënner der Stroos duch, do gouf awer Geburt. Wir waren e puermol op Platz, wie der lo gleich op de Bilder gesit, anzwer am Winter ziort schon, an lo am Sommer.
Ja, wir sind hier am Gräbeberg und Gemeinde Meersch ist ja hauptsächlich alles machen, für dann die eigenen Quellen können zu schützen und noch neuer zu sichern und neu zu bohren. Und hier haben wir ja eine Quelle, die ungefähr 150 Meter fest in den Derbrüch hat. Und wir müssen schützen, für unter der Straße zu kommen. Und das tut das ein Projekt, das Wert 1,3 Millionen kostet, wo ihr dann immer seht, die Leute sehen das nicht, mit kostet richtig Geld. Wir machen durch Investimenten, die an der Dürre, die für die nächsten 10, 20, 30 Jahre wert sind. Und dafür soll ich wissen, dass das richtig Geld kostet und das ihr nicht gesagt. Das so, dass Meerscher Gemeng e Projekt huet fir eng Quell neu zu machen, die auch Grävebierchen heescht. Und lo sind wir am Gang als de Schacht fertig zu machen. Das ist an dem Schacht, da wird nur Wasser neu gefasst gehen, damit doch Wasser mit tief gefasst wird. Wir hoffen noch, dass wir mehr Wasser kriegen. Und das ist ein Projekt, das 2013 angegangen ist, weil wir auch viele Etüden müssten machen, wenn wir Matzen am Busch sind, in auch Naturschutzzonen. Hat man eine längere Zeit gebraucht, bis wir all die Etüden aufgeschlossen haben, dass wir an die Realisation gekommen sind. Und so sind wir eben am Punkt, dass wir wirklich an die Finition von den großen Arbeiten vom Betonage dann aufschließen. Wir sind am Gang, einen Schacht zu bauen, den dafür da ist, für die Quellen zu fassen. Die haben wir da aus dem Biersch rausdrecken. Wie ihr seht, sieht ihr hier über da ist eine Straße, das ist die Straße zwischen Meersch und Schöndels. Die befindet sich genau über den Zolle von den Quellen. Die Gemeinde Meersch hat immer schon die letzten 100 Jahre Quellen exploitiert. Das sind 4 Pötzer gewirrscht, wo das Wasser rausgepumpelt ging und damals die Gemeinde Meersch beliefert ging. Mit die Pötzer die waren nicht mehr am technisch einwandfreien Zustand. Die mussten ersetzt gehen. Und dafür ist dezidiert gehen auf dieser Platz ein Dave-Lach zu gruben und das mit Betonspale auszusteifen. Und an dem Dave-Lach, das 8 Meter Dave ist, da haben wir eine Bohrmaschine dran gesetzt und die Bohrmaschine hat Löcher gebohrt bis zu 60 Meter Dave an den Biersch ran, für das Wasser zu fassen. Die Löcher die sind equipiert mit Inox-Reher, mit Filterreher, das ermöglicht möchte, Wasser von der anderen Seite von der Straße auf diese Seite an den Putz zu kriegen. Im Moment sind wir am Gang, den Putz oder den Schacht zu betonieren. Du siehst hier auch Schalltafeln. Und wenn er an den Schacht ranguckt, da sieht er auch innen am Fang vom Schacht die Horizontalbohrungen, die da kommen. Wenn es fertig ist, dann ist an dem Schacht ein Pumpel, wo das Wasser rauspumpelt an die neue Leitung, die gelöscht ist, bis ein Anschluss auf die Leitung, die sich schon am Dalluch. Quellen haben 4 immer 150 Kubikmeter den Dach brucht. Die ersten Tester, die wir hier gemacht haben, wie die Horizontalbohrungen fertig waren, werden die zwischen 200 und 250 Kubikmeter den Dach. Wir sind im Moment bei 50% Fertigstellung vom Bauwerk. Wir sind am Großœuvre am Gang zu schaffen. Die sollte am Anfang bis zum Sommer fertig gehen. Das heißt, nur im Sommer kann dann die Elektromechanik gebaut gehen. Das heißt, die Pumpen installiert, Moostechnik, Wasserzähler, Chlorierungsanlage, für das dann auch einwandfrei Wasser Richtung Meersch kann gepumpelt gehen.
Zweitens werden wir auch neue Bohrungen machen, rief der Alsetto, Land Stölzech, für auch nach Wasser zu sichern. Und wir werden noch müssen neue Bassingen bauen auf der Seite von Bering. Du probieren wir, weil du an die 1100 Wohnungen dabei kommen, du brauchen wir Reserve für Wasser. Und das sind auch ganz Etüden, die schon laufen. Aber da sind Techniker, die auch schon Büro kontaktiert haben. Und das wird auch an der Millionen Geschichte sein. Aber muss ich gucken, dass wir das Wasser haben, proper Wasser, und dass wir das können schützen. Und ich meine, dass das Wichtigste, was wir haben. Und nachher ein Appell, versorgt Wasser, holt nicht mehr das, was er braucht. Und dann fuhren wir auch diese Summe ganz gut mit unseren Wasserquellen. Schön, merci. Miersch TV stellt Dich an de nächste Wochen am Main die Inselurtschaften aus der Gemeng Miersch mal méi am Detail fir. Nieft Miersch geheieren jo Biering, Essen, Mierstreff, Pëtten, Recken, Rolling an Schëndels zu der Gemeng Miersch. An fir unzufänken hëllmer ich dann mal mat op Pëtten, eng vun den mi klengen Urtschaften, iwwer deet awer ganz viel zerziele gëtt, an dofir Hummerreis Egid, den Guy Pauli vun de Geschichtsfrend vu Miersch engagéiert, an noch den Chefen den Henri Krier, de wärmer da im Tour zu Pëtten. Pëtten hat op den 30. Juni dëst Joer geneet 250 Awohner, a wann en duch Pëtte fiiert, da fällt natierlech Appes direkt op d'Schloss vu Pëtten. An do mal Appes direkt beigeléiert, dat Schloss vu Pëtten, dat war fréier eng Bursch. Wir sind heute zu Pëtten an enger von den schönsten Wässerbuien vom Lützeburger Land. Wir sind also an enger Ebene, wo es nicht kann so auf Hechten eng Burg bauen, wir haben den und sich am eng Burg gebaut, dat da mit Wasser rundherum Gruf gebaut ist. Den Burghai, die war und sich ganz wichtig am Mittelalter. Wir haben dann vom 12. Jahrhundert an hummer Dokumenter an die Herren vun Pëtten, die wären ganz wichtig, weil sie hätten auch Relationen mit dem Grofenhaus und später mit den Herzögen von Lützeburg. An von denen Ritterhai, die war bestört mit der Urenkelin vom Ermesinde, und damit also auch für Familien mit den Käseren herno von Deutschland. So als zum Beispiel enke de Ritterhai vun Pëtten, die fréet fir sei Jong eng gut Platz zu Köln an schreibt an dem Brief, dass hien blutsverwandt as Mam Käser. Die Burghai war wichtig so lang, wie man net konnte mat Artillerie kommen. Von dem Moment, wo Artillerie angesagt ist, war die Großzeit von den Wasserburgen ein River. Donno kommt dann die Zeit vom Schloss. Burg selber, oder Burgen heute zu Lützeburg, die sind meistens zerstört gehen am 15. Jahrhundert. So wird auch heute für Pëtten, weil sie dann einkehr auf der falschen Seite waren an all den Konflikten, die wir haben. Und so als dann auch heute den Herr von Pëtten oder Pittingen, wie es früher geheescht wird, wären sie auf der falschen Seite an die Burgers zerstört gehen. Was aber noch geschieht, dass er nicht immer der Fall war, aus der Burg als er nur ein Schloss gehen. Das neu abgerichtet gehen, und das haben wir noch gesehen. Das ist nicht mit Burg, mit das ist ein Schloss. Und das Schloss ist abgerichtet gehen, und heute war wahrscheinlich die Familien von Kriechingen, Pëtten sich abgehalten am Sommer. Aber sie selber haben nicht mehr hier gewohnt. Wir hatten hier einen Amtsmann, an den hat an einem Haus vis-à-vis hier vom Schloss gewohnt. Der Dienst wird nach und Burg erinnert an die Zeit, wie der heute Pitti Gero Marcum genannt ist. Das ist 1960, das ist der Bergfried, den hier an der Mitte steht.
an den Regionen Rëm entdeckt gin ass an de 70er Jore vum letzte Jahrhundert, den hat eng sommer 9 op 9 Meter a Mauere vun 2,2 Meter. Dat war den Zentrum ëmmer vun enger Burg, well an der eischter Zeit am vum 12. Jahrhundert hunn Leiit sich einfach do an derréck gezoun, a wann dann de Feind kom, dann hunn se einfach alles zougemerert, an wann se genug Erstebannen dran hätten an noch Wässer, da konnten sich do so lang ophalen, wéi se Ziessen hätten. Dat war dann dat Wichtigst. Lomer wär dëse Bergfried, déi wär net gross genug fir dorause her no Wuningen ze machen. Wann der enke Meerschuld, déi wär gross genug fir dorauser Wuningen ze machen, dat selwech zu schënden. Ihr gesit also rundem hunn se ewer gemerk, wie wann et eng Burg wär. Sie hatte 4 Türme, an die hauptsächlich den Turm hai innen. Dat war ein Turm, den ganz mat viel Stein gebaut war, weil de Problem ass, wie un sich die Herrschaften herno net mi do waren. Hei muss ins Versoen zu Pëtten, wär d'Familie de Perus, mat ihre Nofolger, die wär noch hei bis no der Französischer Revolution an dun ass verkaaft ginn und Prinze vun Arenberg an et Leiit hai aus Miersch an noch de Prinz vun Arenberg hunn Burg eigentlich oder d Schloss beholl als Steewer. Hei se wär Steebroch, dat heecht gidereen den en Haus gebaut huet, ass heit steng sich gekom. Dat gesider, wann der an Pëtten raffuet, do ass en Haus mat de selvichte Steng wie Hai. Da wësse ganz genau vu wo dat wär an wann der mat de Leiter schwätz, dat wärner an de 60er Joren de Fall, dats Leiter hinner steng sich gekom sinn. An dat ass hun sich de Verfall, dat Schloss ha ass nie erobert ginn, met ass erobert gi, wann man so vun de Leiit, déi ebe Stenger hinner sich kommen, fir hier Häiser ze bauen. An so ass dann dat Schloss Loes zersteiert ginn vun de Leitselver, bis dann schlussendlich de Städet iwwerholl huet, an noch Leiit keng Steng méi benutzt hunn fir ze bauen. Wir stehen hier für nördlichen Turm, an der gesit, dass den relativ nach gut an der Reihe ist, also restauriert. An dem Turm hunn 2 von denen Hauptvereiner hai, war net die einzig Vereiner hai vu Pëtten here sitzt, dürft sich da, dat as Verein, den sich gegrünnt huet als eng Art Syndikat vun den Ortschaften Meestref, Pëtten an Essen, an den ganz stark aktiv war. An dann huet innen Pëttener Theaterfren, die och haie sal hunn, an die all Joer schon seit 6 Joren Theateropfeierungen hunn, die ganz stark besicht sinn. Den anderen Turm, den südlichen Turm, dat ass den zersteiert gin ass, an dann die 2 Äner Türme, die danach hai hutt, die wären net so mächtig wie den Turm hai. Schloss vu Pëtten hat 2 Entreen, engkeier no Süden hin, an dann die Scheinentree, dat wär zu Norden hin, die Leiit och gesi, wann se mat der Eisebun ha lerncht fuhren. An dat ass eng Renaissance-Entree, déi Gott sei Dank überlieft huet, dats nämlich drohlich das Kind die Steng benutzt huet fir besernecht. Also hummer dann hai zu Pëtten eng vun de scheinste Renaissance-Entreen vun dem Land. Selbstverständlich zu enger Burg, engem Schloss huet immer eng Kapell geheiert, an Heierstand Schlosskapell, die da mat der Zeit selbstverständlich Kapell gin ass vum Dorf Pëtten. Am 18. Jahrhundert, am Ufang vum 18. Jahrhundert ass dës Kapell opgeriecht gin, wär net die Eicht. Aber am 18. 19. Jahrhundert hauptsächlich wie die Population bëssen an Luft gegangen ass, wär die Schlosskapell ze kleng. Und da sind sie da hingegangen, an hunn en Deel beigebaut, an dat kann ganz gut gesinn und sich und den Nervüren.
Pëtten ass och berühmt, well ha en helliche geschafft huet eng Zäit, dats den Hellien Theobald vu Provins, den 1050 mat segem Kumpan Walter op Eenelter gewunt huet fir en puer Joer, an den huet dann fir ze evaluieren beim Herr vu Pëtte geschafft, an der Hellie so vun dem Theobald vu Provins gëtt dann och Pëtten ernimmt. An Hai am Altor am ënnechten Deel sinn Reliquien, an dat solle ganz wertvoller sinn, selbstverständlich wie ganz oft bei de Reliquien ass et net analyséiert ginn. Die Zeit vun de Reliquien er sowieso riwer, dat war fréier, well Leiit un sich gedurcht hunn, wann se so bei Reliquie gife kommen, wären hier Chance mé groß fir an den Himmel zu kommen. An Kirchschwätz och haut net mé gieren vun den Reliquien, mé Hai zu Pëtten Laien Reliquien, die och ganz flott agebaut sinn. Wir sind hier vis-à-vis vom Schloss. Am Schloss hu jo dann am Summer wahrscheinlich Terren vu Pëtten Kriechinge gewohnt. Sie huet selber net dat ganz Joer hai gewohnt, sodass se hai en Amtmann hätten. An dat Teil das Haus vun dem Amtmann werd och hein zu Pëtten als Vogteihaus benannt gëtt, dat se ganz flott Haus doch restauréiert ginn ass mat Hëlle vu Cité Monument, an de si zum Beispiel iwwer der Entrée 1745, dat do Mader und sich als een vun den eelzen Häuser vun Pëtten sich ze erkenne gëtt. Seit zu Pëtten am Bëch, den als Naturgebiet erkläert ginn ass, an do huet den Departement de la Topographie, die feststalt 2009, dat heit den Mëttelpunkt vu Lützeburg ass. 2011 ass dun den Punkt deklaréiert ginn an duch eng nenne Kegel an sech hai bewise ginn, dat dat de Punkt a wie. Ja Eisen Dichter dann vun Mierch den Nick Welter, den huet ëmmer gesot Mierch fir d Herz vum Land. Also befangen wir uns dann hier am Zentrum vom Land. Und da kann ich noch so Zentrum vom Land, dann ist Lützeburg aber das Zentrum von Europa. Mirch TV stellt Dich all Joer am Summer e Studentenjob fir. Dës kéier as sogar Appppes méi. Et ass e richchen Stage fir die Jong Dam, die mal lo geschwëge sinn, die gëtt nächst Joer mat hirem Master an der Archivistik fertig. Fir Drun huet se Bachelor fir Bibliothekswiesen gemet an wär de lächte Mount als Stagiaire am Lieshaus zu Mirch. Et ass schon e bësse mi en aussergewwennesche Studium a Beruf, méi wie kën den iwwerhaupt darüber? Also für die erste Keil sind ich auf das Studium gestoßen, weil ich auf der Foire de l'étudiant war an der Stadt. Und da gab es Stand, und da gibt es auch nach immer all Jahr Stand, die war Bibliothekärin, Archivisten und Dokumentalisten. Und da habe ich für die allererste Keil von dem Beruf hören. Das ist nur ein Beruf, wo ich nicht immer die Visibilität gesagt. Also seitdem ich hören habe, was das Universum da handelt, sticht, habe ich mich seitdem so interessiert für all die Bereiche. Und das ist auch wichtig, die Berufe am Moment zu machen, weil wieder bestimmt Marktkrieg hat. Also auch lo im großes Gebäude gebaut gehen für die Bibliothèque Nationale de Luxembourg. Es gibt auch geschwind ein neues Gebäude für die Nationalarchive gebaut. Das heißt, der Besuch war schon da für mit Dokumentation, Information und alles, was in die Richtung geht, zu schaffen. Das ist auch ein Besuch da vom Publikum, den auch immer mehr interessiert, also so Services, an wo sie auch gesehen, dass es immer mehr wichtig ist. Wo kann ich dann diesen interessanten Beruf studieren? Ich habe schon mein Studium zu Leck gemacht und das ist ein Studiengang von 3 Jahren.
an denen 3 Jahre aus dem Studiengang zum Beispiel, also es kann nur geändert sein, tut ein bisschen geändert, seitdem ich fertig war. Aber generell hat den einen Teil, wo rein bibliothekarisch Fächer gemäht gehen, zum Beispiel Organisationen für Bibliotheken, Droit für Bibliotheken oder ganz spezifisch Aufgabe von einem Bibliothekar wie Katalogage, Indexation get geleiert. Mit Kinder war zum Beispiel zu auch Allgemeinkuren, Allgemeinwissenskuren gehandelt, die auch ganz wichtig sind für Bibliothekar, die ich kenne, wie zum Beispiel Wissen für Kunst, Wissenschaften, Sprachen auch. Wie gesot ass dawer bësse mir en aussergewwensche Beruf. Ginnet awer nach e puer Jong Kleit, die dëse Studio machen. Ich denke schon, also seitdem ich angefangen habe mit Studien, als der Reso immer und immer mehr groß ging von den Studenten, die das machen, weil ich denke auch, dass das Interesse an der Business auch immer weiter wiest. Gegensätzlich zu dem, was viele Leute unholen, und das aber wirklich nicht so. An den Jahren, seitdem ich angefangen habe, gehen alle Jahre immer mehr, die das studieren, die daran interessiert sind. Und natürlich sollen dann auch beurteilen, es gibt auch Assoziationen, die auch können Informationen weitergeben. Wir haben hier im Land Dalbat, das ist die Assoziation von der Lützeburger Archivisten, Bibliothekären und Dokumentalisten. Da hat noch Jungbad natürlich, die besteht seit ein paar Jahren und sie sind wirklich spezialisiert für die jungen Studenten zu helfen und auch für Informationen weiterzubringen. Da kann sich natürlich auch immer melden bei ihnen. Und nicht gedacht, das ist der Verein von den Lützeburger Archivisten spezifisch, wirklich. An so als Stagiaire am Lieshaus, wat mech den dofir natürlich auch etwas beizulehren? Im Moment mache ich ein Benevolat von 2,5 Wochen und ich helfe von der Equipe bei ihrer alltäglichen Arbeit, auch bei der bibliothekarischen Arbeit. Ich kriege erklärt, wie es funktioniert, ob man muss alles aufpassen muss. Mit Covid hat ganz viele Sachen geändert und das ist natürlich auch interessant zu sehen, wie das alles so funktioniert. Aber wie in so einer Krise dann hier zum Beispiel an der Bibliothek managt. De Beruf huet also ganz viel van noch net nëmmen mat Bicher ze dienen. Hecht dat dann no, dat se wirklich immens viel liest? Also natürlich denke ich schon, dass das ein Interessengebiet ist von den Leuten. Aber was aber noch immer mehr wichtig ist, ist zu wissen, dass das ein weit verbreitende Klischee ist, dass die Bibliothekär möchte den ganzen Tag nicht viel lesen. Also das ist überhaupt nicht so. Und mittlerweile ist das Domain so breit gefächert. Also soll noch natürlich ich will hun für mit Leuten zu schaffen, schaue doch immer mehr über das Publikum nur gedurcht und auch immer mehr mit Publikum geschafft. Und Bibliotheken probieren ja auch immer mehr sich abzumachen. Das heißt, soll auch schon dann gerne dummer das schaffen. Und auch was immer mehr wichtig ist, sind Aspekte wie Bibliotheksinformatik und Domänen, das heißt, beim Computer schaffen kann auch relativ viel zum Fischen. Es muss kein Computerexpert sein, ihr, der die Studien aufhängt, mehr soll noch nicht sich gegenüber verschließen. Also das sind alles Wollen, die auch immer mehr wichtig gehen, neben dem Fett für gerne sich mit Lektüre zu beschäftigen. Eng Jong motiviert dann also für einen nicht ganz alltäglichen Job. Wir wünschen bonne Chance für die Zukunft. Und das wäret dann noch schon für als August-Emission von Miersch TV. Leider sind noch an naher Zukunft nach all Manifestationen, wie zum Beispiel auch den Inelter März oder auch den Second Hand von den Jeune Maman am Oktober annulliert. Aber so bei anderen Manifestationen an so Sachen an der Mierscher Gemeinde sind, geht das natürlich heute direkt beim Miersch TV gewohnt. Für heute sage ich, vielmals merci fürs Nachgucken, passt auf euch auf und bis geschwind.